hochwürdige Bischöfe und Eminenzen, ehrwürdige Väter, sehr geehrte Frau und Herr Wagner, sehr verehrte Vertreter und Mitglieder des Ersten Belgrader Gesangvereins, verehrte Vertreterinnen und Vertreter der katholischen und evangelischen Kirche und last but not least, sehr geehrter Herr Latinovic, liebe Schwestern und Brüder in Christus. Im 7. Jahrhundert vor Christus lebte in Sparta ein außergewöhnlicher Dichter, der Chorgedichte schrieb, aber im Schatten von großen griechischen Dichtern stand und heute noch in ihrem Schatten steht. Sein Name lautet Alkman und mit seinen Gedichten beschäftigten sich wenige Interpretatoren, unter ihnen Clemens von Alexandria, ein bekannter griechischer Theologe und Philosoph, welcher in der zweiten Hälfte des 2. und der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts lebte. An diesen Dichter erinnere ich mich bei dieser Gelegenheit anlässlich des Konzertes des Ersten Belgrader Gesangvereins, weil die Bedeutung mancher seiner Fragmente ein überbordendes theoretisches Potenzial trägt, welches noch weitgehend unausgeschöpft ist. Dieser Dichter Alkman nämlich verwendet in seinen Versen das griechische Wort Nomos nicht nur in seiner üblichen Bedeutung als Gesetz, sondern auch in der Bedeutung von Musik oder Melodie. Ein Gesang stellt, mit anderen Worten gesagt, ein spezifisches sprachliches System dar, in dem die Regelungen und die Normen eine wichtige Rolle spielen. Die antiken Historiker bestimmten die Musik mit dem Begriff Aftos Gediasma, Amprotou. Dem gegenüber können wir zusammen mit dem zuvor genannten Dichter die Musik als eine Mischung der rationalen und geistlich-emotiven Elemente verstehen und erfahren. Die Geschichte des Ersten Belgrader Gesangvereins bestätigt Alkmans Standpunkt. Im Jahr 1853 wurde er nach dem Vorbild österreichischer und deutscher Gesangvereine gegründet und von Milan Milovic geleitet. Der Chor zählt zu den ältesten und bekanntesten musikalischen Einrichtungen in Serbien. In seiner Vergangenheit sowie auch in der Gegenwart hatte dieser Gesangverein stets die Funktion eines Kirchenchores an der heiligen Erzengel Michael-Kathedrale in Belgrad. Unter der heutigen und damaligen Dirigenten und Chorleitern findet man berühmte und bedeutende Komponisten des Landes, welche neben der üblichen kirchlichen Verpflichtungen auch öffentliche Konzertauftritte hielten. Am Anfang seiner Geschichte traten zwei serbische Künstler, der Pianist, Dirigent und Tonsetzer Cornelije Stanković und der als Sänger tätige Maler Stevan Todorović, aus der Habsburger Metropole, wo sie studierten, die Idee über ein Schaffen einer nationalen Kunst nach Belgrad. Im Jahr 1887 wurde berühmter Komponist Stefan Stojanović Mukranec zum Dirigenten des Vereins ernannt. Von ihm wurde dieser Verein bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs geleitet. In diesem Zeitraum bei seinem Deutschlandbesuch, welcher nicht weniger als 118 Jahre zurückdatiert,
trat der erste Belgrader Gesangverein vor dem Kaiser Wilhelm II. Auf. In der Zwischenkriegszeit sowie während des Zweiten Weltkriegs und auch in den ersten Jahren danach war die Tätigkeit des Chores auf das Singen der Gottesdienste in der Belgrader Kathedrale beschränkt. Die Rückkehr dieses Gesangvereins auf die internationale musikalische Bildfläche erfolgte in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts. Bis heute bietet er allen Freunden der Musik eine seltene und kostbare Gelegenheit, das musikalische Repertoire der geistlichen und traditionellen Musik zu genießen. Liebe Freunde der Musik, liebe Schwestern und Brüder in Christo, erlauben Sie mir, dass ich mich kurz vor dem Auftritt dieses Chores, welches unter der Leitung von Dirigentin Frau Svetlana Vilic hervortritt, an zwei wichtigen Begriffe erinnere. Der erste Ausdruck stammt von Thomas Mann und lautet asketische Abkühlung. Den zweiten verwendete Hans-Georg Gadamer in seinem Buch Wahrheit und Methode und er lautet der Vorgriff der Vollkommenheit. Ich hoffe, dass das Konzert des ersten Belgrader Gesangvereins für die Mehrzahl der Hörerinnen und Hörer sowie eine Art der asketischen Abkühlung als auch ein Vorgriff der Vollkommenheit darstellen will. Am Ende meiner kurzen Rede möchte ich noch etwas bemerken, nämlich wir haben eine kulturelle Überraschung. Obwohl die Orgelspieler der Tradition der westlichen Kirchen gehören, wird heute Abend ein Orgelspieler aus Belgrad, aus der orthodoxen Kirche, für uns auftreten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und genießen Sie nun die musikalische Aufführung des ersten Belgrader Gesangvereins.